Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich kommentiere eure Kommentare in Videoform zur deutschen Nationalmannschaft. Also eure Kommentare zur Spielbetrachtung zum Auftaktspiel gegen Schottland. Ja, bevor ich da reingehe, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert den Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Für alle, die vielleicht neu sind, wegen der Nationalmannschaft hier auf dem Kanal, es ist so, dass ich nach einer Spielanalyse oder meine Meinung nach den Spielen die Kommentare danach immer in Videoform beantworte, einfach weil ich schreibfaul bin und es für mich so einfacher ist. Ne? Und ich gehe dabei auch immer nur auf den Hauptkommentar ein. Sollten da irgendwelche Diskussionen darunter sein, werde ich darauf nicht eingehen. In diesem Sinne, Leute, gehen wir rein in den Bums. Ja, ich mache mal ein bisschen groß. Also, Sammy, hätte nicht gedacht, dass es so ein gutes Eröffnungsspiel wird, war sehr überrascht, trotzdem den Ball flach halten. Ja, habe ich in dem Video auch gesagt, es war ein sehr, sehr gutes Spiel. Gerade als FC Bayern-Fan war es schön, mal wieder offensiven Kombinationsfußball zu sehen. Aber natürlich haben die Schotten, glaube ich, die falsche Taktik gehabt und dann gegen 10 Schotten war es auch relativ easy, das Ding nach Hause zu schaukeln. Ne? Aber ich denke, man hat sehr, sehr gute Ansätze gesehen und ich bin guter Dinge, dass wir morgen auch ein gutes Spiel sehen. Chris Müller, richtig geil, dass du auch Videos zur EM machst. Jo. What's up? Das war ein super Start, aber die Schotten waren erschreckend schwach und die rote Karte war dann der Sargnagel. So kann es weitergehen. Ja, stimme ich dir zu. Borussia Tenno. Saugeiles Spiel von unserer Nationalmannschaft. Bin mega stolz auf die Jungs. Die Baumis, Gratulation aus der Schweiz. Starke Leistung. Witwerling, Meier. Starkes Spiel von Deutschland. Das hätte ich niemals erwartet. Schottland ist eigentlich bei WMs und EMs ein richtig harter Brocken, aber in den ersten 20 Minuten haben sie ihnen den Zahn gezogen. Ja. Gratulation an Nagelsmann, den Groß auf diese Position als Ballverteiler aufzustellen. Ja, Toni Groß hat wirklich ein starkes Spiel gemacht. Human Nature, also deine Bewertung kann ich kaum verstehen, aber jeder hat sein Recht auf eine eigene Betrachtung bzw. Meinung. Meine Sicht ist wie folgt. Musiala 1, Gündogan 1, Wirtz 2+, Harvard 2, Groß 2+, Andrich 2-, Kimmich 2, Mittelstädt 2, Rüdiger 2, Tat 2-, Neuer 3, da nichts zu tun. Füllkrug 1-, Can 2+, Groß 2, Müller 2-, Sané 4. Ja, wie du so schön geschrieben hast, jeden seine eigene Sicht, wa? Armin, was für ein super Spiel und eine super Leistung, ich bin optimistisch. Fresh Lizard. Mag es euch gönnen, hoffe gegen uns seid ihr dann etwas mehr gefordert. Grüße aus der Schweiz. Ja, da gehe ich von aus, dass wir da ein bisschen mehr gefordert werden. Schwartiz. Jamal ist einfach der Beste, den wir haben. Das wird in den nächsten 10 Jahren auch der Fall sein. Er ist wie Messi, er wird bald mehr Tore machen und mehr Vorlagen. Bitte lasst den Junge einfach machen. Wir Deutschen hypen alle so viel, es macht so Spaß, dem Jungen einfach zuzuschauen. Da sind die Erwartungen immer so hoch, es ist einfach Spaß dabei. Go Jamal. Ja, ich versuche den mal zu interpretieren, dein Kommentar. Ich denke, dass ein Jamal ein Fußballer ist, den man einfach machen lassen muss. Der auch eine gewisse kreative Freiheit benötigt, sowohl in der Nationalmannschaft wie auch im Verein. Und ich glaube, das hat ihn unterm Tuchel auch ein bisschen gebremst letztes Jahr. Aber das werden wir sehen, ob er jemals auf dem Niveau ist. Also ich weiß nicht, so ein Messi ist halt schon ein wildes Niveau. Ja. Und dass ein Jamal das Talent hat, ja, aber wo der Weg hingeht, wir werden sehen in den kommenden Jahren. Ma? Mara, Servus, ja, was soll ich schreiben? Ein schöner Start ins Turnier mit einer wundervollen Geste von Heidi Beckenbauer an ihren Kaiser, die mir die Tränen in die Augen getrieben hat. Ich habe viel Positives gesehen, damit man sich daran aber nicht gewöhnt hat, unser Bundestrainer dann den Herr Sané eingewechselt. Scheint eine gute Stimmung im Team zu herrschen, die Mannschaft passt zusammen und hat Spaß auf dem Platz. Gute Arbeit vom Trainerteam. Klar, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Wir haben eine relativ machbare Gruppe. Schottland war in keinem Moment in der Lage, etwas dagegen zu setzen. An der Stelle mal Hut ab an die schottischen Fans. Geiles Volk, mega Stimmung, sehr feierwütig, aber schädig.
Ich werde nur von Spiel zu Spiel schauen. Ich habe mich schon zu oft von der Euphorie einwickeln lassen. Und wurde dann bitter enttäuscht. Aber es hat Spaß gemacht. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war die Kapitänsregelung. Will das auch für die Bundesliga? Ist das geplant? Das weiß ich nicht, ob das geplant ist. Meistens macht man sowas ja bei so Turnieren, um das auszuprobieren. Wenn, müsste das ja dann vom DFB kommen, glaube ich. Ich hoffe es. Ja, mir hat's auch gut gefallen. Nicht nur in dem Spiel, generell bei den Spielen, weil dieses ewige bei jedem Foul dann abwinken, rumgestikulieren, zum Schiri rennen, bla, Sülz, das ist halt einfach auch zum Kotzen. Aber bitte weg mit Leroy, ich sehe es nicht, was immer alle an ihm loben. So blind kann ich nicht sein. Ja, ich habe meine Meinung ja zu Leroy in dem Video gesagt. Ja, da stehe ich auch zu. Der Kommentar, wir haben heute gesehen, warum Sané beim Nagelsmann maximal zweite Riege ist. Ja, das trifft es auch sehr gut. Big N war mega geil. Deutschland und schottische Fans haben hier in München richtig geile Stimmung gemacht. Hoffe, es bleibt alles so und die deutsche Nationalmannschaft zeigt geilen Fußball, auch wenn sie nicht alle Spiele gewinnen. Bin gehypt. Boop, boop. Bastard Doggy kann nur den Rat geben, Toni Kroos so lange zu bestaunen, wie wir noch können. Staunen weiß ich nicht. Aber ja, du kannst dir noch die, was sind's, maximal 6 Spiele geben, wenn man ins Finale kommen sollte. Gerard, in 20 Minuten hat der Müller halt wieder 2 Tore vorgelegt, wenn auch eines aberkannt wurde. Und wie du es sagst, der ist wichtig für die Mannschaft auf und neben dem Platz. Jo. Shortdates, gute Analyse, mag dich, keep it up. Danke. Simon, ein Gündogan ist mir in deiner Bewertung viel zu schlecht weggekommen. Der Mann war nahezu an jeder Aktion beteiligt. Für mich bester Mann in der Offensive, glatte 1. Ja, das freut mich, Simon. Tyrone, Servus Kai. Ich finde es super, dass du auch Videos zu EM bringst. Wie immer sehr unterhaltsam. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Gerhard Schnüriger. Jan Sommer wurde souverän Meister in dieser Saison in Italien. So viel zu der Bemerkung. Es ist doch auch völlig fein, Alter. Ich habe doch auch nicht gesagt, dass ein Jan Sommer ein zu kleiner Torwart ist. Das war einfach sarkastisch darauf bezogen, dass dieses dumme Gelaber bei uns, wo er bei uns im Tor stand, aufkam. Also immer mal die Füße stillhalten. Ganal oder Gandalf? Danke, Digga, dass du dir das mit der EM antust. Geile Reaction, mega. Was heißt antust? Also ich habe bisher bei dieser EM richtig viel Spaß gehabt. Ich habe viele Spiele gesehen bisher. Und ich habe bis auf England vielleicht richtig, richtig guten Fußball gesehen bisher. Auch England die erste halbe Stunde oder ersten 25 Minuten war richtig guter Fußball. Leider ohne Harry Kane einzubinden, aber ist ein anderes Thema. Aber ansonsten ich richtig guten Fußball gesehen. Dann eine wirklich starke Performance der deutschen Nationalmannschaft im Auftaktspiel bei dieser EM. Ja. Sammy, hätte nie gedacht, dass es so gut läuft, bin positiv überrascht. Sven Richtmann. Eigentlich müsste das reichen, um zu den besten Gruppendritten zu gehören. Ja, das ist natürlich auch eine wilde Geschichte, ne? Wie viele Teams scheiden aus nach der Gruppenphase? 4 oder so? Schon wild, ne? User, Schottland musst du erstmal so dominant bespielen, stark. Torki Bayern. 100% Deutschland war das eine geile Party, so toll anzuschauen, das Spiel, vor allem, weil man bis zum unbedingt noch das 5. machen wollte. Ein starkes Zeichen zum Start einer EM im eigenen Land. Danke, Jungs. Ja, aber genauso muss man auch auftreten, ne? Wenn man ein bisschen Hype und Euphorie entstehen lassen will, musst du genauso auftreten und das war gut. THX, Deutschland hat gut gespielt, aber der Gegner war wahrscheinlich der schwächste der gesamten EM. Also nicht überbewerten, dieser Sieg. Also du denkst, die Schotten sind die schwächste Mannschaft bei der ganzen EM, oder was? Also da gehe ich persönlich nicht mit, auch wenn ich relativ wenig Ahnung habe, aber wenn ich allein schon die Ukraine gesehen habe, ist das ein wilder Take. Brainstream, sehr gute Analyse. Sané war wirklich katastrophal, ob arrogant oder verunsichert, schwer zu beurteilen. Ja, vielleicht erst arrogant und dann verunsichert oder vielleicht zu übermotiviert oder keine Ahnung. Ist auch Wurst. Am Ende des Tages hat er die Leistung gezeigt, die er bei uns seit einem halben Jahr gezeigt hat. Let's Play! Tum.
War ein schönes Spiel. Wir waren ballsicher und dominant. Auf jeden Fall besser als bei den Testspielen zuvor. Musiala sehr stark. Unsere Schotten waren dicht, könnte man sagen. Und vielleicht sind manche Schotten es heute immer noch. Nun, man kann es denen nicht verübeln. Ja, das ist auch der Grund, warum ich Testspiele eigentlich nicht verfolge. Ne? Weil Testspiele sagen absolut null aus. Das war schon immer und so, wird auch immer so sein. Ein Testspiel ist immer ein Testspiel, da werden Sachen ausprobiert, da gehen die Spieler auch nicht mit der letzten Energie rein und so weiter und so fort. Das brauchen wir jetzt nicht ausführen, warum das so ist. Wichtig sind dann halt diese Spiele. Klar ist der Spielverlauf für uns gelaufen und so weiter, das müssen wir auch nicht verschweigen, aber trotzdem musst du halt erstmal dann über 90 Minuten so abliefern, ne? Curdy, schön dich wieder zu sehen, mein Guter. Jo, vielen lieben Dank. CB, es war ein Top-Auftaktspiel. Macht Bock auf mehr. Musiala heute eine 1 plus mit Sternchen. Gündogan war auch sehr gut nach den letzten schlechten Spielen von ihm. Hat sich reingehängt, war an den ersten 3 Toren beteiligt und viele Laufwege gemacht. Hab sehr Bock auf Mittwoch gegen die Ungarn. Jo. Duranda, wie nett. Während der EM kann ich auch mal mit den Inhalten sympathisieren und nicht nur mit dem Kanalbetreiber. Das freut mich. Benjamin. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir einen Gegner haben. Kolonne. Nachdem mich der Fangal ja schon bis in den Schlaf verfolgt hat, finde ich die neuen Originaltönen mit Standfußball und Co. natürlich super. Danke. Mr. Team Idole, die O-Töne hätten wir auch gerne für den Beginn. Rosa-blaue Grüße. User, ich bin zwar FC Augsburg-Fan mit Herzblut, trotzdem finde ich deine Videos mega geil. Vielen lieben Dank dafür. Kasa, das Outro ist legendär. Ja, danke. Rekpass. Sané war unterirdisch, selbst Müller war besser. War wie so ein Dressurpferd, was sich präsentieren wollte, aber nichts hinbekommen hat. Bitte für den Rest der EM draußen lassen und Bayern bitte in die Wüste schicken. Kolonne war einerseits überrascht, als ich hörte, dass du die EM machst. Denn ich hatte ja mal mit der Idee geliebäugelt, dass du auch andere Spiele der Liga kommentierst, was du jedoch selbst negativ kommentiert hattest. Nicht auf meine Anregung natürlich, waren sicher sehr viele andere Anregungen diesbezüglich dabei. Das Argument meinerseits war eben deine ungeschminkte Art der Kommentierung, die dann doch sehr erfrischend und direkt ist. Was auch anderswo sehr gut ankommt. Nun aber die EM, das freut mich, da bekommt man doch gleich mal ein ganz anderes Gefühl für die Spiele. Viel Erfolg und viel Spaß damit. Ja, bisher hat es mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja, klar, ich hätte mich jetzt auch hier hinsetzen können, hätte was noch zu anderen EM-Spielen sagen können. Aber nochmal, was auch das Problem ist, von wegen zu anderen Bundesliga-Clubs was zu sagen. Ich kann mich ja jetzt nicht hier hinsetzen. Ich habe mich ja schon bei der deutschen Nationalmannschaft schwer getan, mit zum Beispiel so einem Gündogan, so einem Andrich und so weiter. Ich weiß halt gar nicht, auf welchem Level können die normalerweise performen. Ja, bei so einem Kimmich, bei so einem Sané, bei so einem Musiala weiß ich, wenn ich das Level sehe, weiß ich, ja gut, das ist 50% von ihm, das sind 90% oder das sind 110% von ihm. Das kann ich 100% sagen, weil ich die Spiele seit Jahren sehe. So, wenn ich das jetzt auf eine andere Nation nehmen würde oder auf einen Spieler, auf wie ein Tar oder sowas, na klar kann ich sagen, die Leistung war gut, das hat mir gut gefallen, das hat mir schlecht gefallen, aber ich könnte jetzt niemals sagen, ob das jetzt vom Tar eine normale Leistung war, was eine sehr gute Leistung oder was vielleicht eine mittelmäßige Leistung, weil ich halt ihn nicht sehe die Saison über, weißt du? Und deswegen tue ich mich halt auch so schwer zu sagen, keine Ahnung. Nehmen jetzt Österreich, Frankreich, ja, hätte ich mich jetzt auch hinsetzen können, hätte sagen können, ja, das hat mir so gefallen, das so, aber es hätte aus meiner Sicht wenig Aussagekraft, ja, weil ich nicht wirklich weiß, wie weit der Spieler dann auf welchem Level spielt. Und das halt auf die Bundesliga gesehen, ne? Klar könnte man, erstmal müsste ich mir die Spiele auch anschauen. So, das ist ja schon mal Punkt 1, um da mal vielleicht mal kurz drauf einzugehen. Ist ja Punkt 1. Ja, ich habe ja schon viele gehabt, so Dortmund geschrieben, ja, würde mich ja mal interessieren, so, was du dazu sagst. Punkt 1, ich müsste erstmal die Zeit haben, mir das Dortmund-Spiel anzugucken oder Leverkusen-Spiel, whatever, sei mal dahingestellt, welches Spiel. Und ich würde mich dann nicht wohlfühlen dabei,
Also ich hätte kein Problem damit, da meine Meinung zu sagen, ja. Und ich denke auch, ich kann schon den Spieler beurteilen. Die Leistung, die er da gezeigt hat, könnte ich schon einordnen und sagen, ja, die war aus meiner Sicht so und so. Aber wie ich gerade schon sagte, ich könnte nie sagen, ist das jetzt eine Standardleistung von diesem Spieler? Ist das eine gute Leistung oder ist das eine schlechte Leistung? So, und wenn ich dann ein Video mache, muss mir dann Kommentare geben von Dortmund-Fans zum Beispiel oder Leverkusen-Fans, whatever, die da eine ganz andere Meinung haben, dann könnte ich denen nicht widersprechen oder könnte nicht argumentieren, weil ich gar nicht tief genug in dem Thema drin bin. Wenn ich zum FC Bayern was sage und ich sage, Kimmich war für mich eine Note 3, eine 4, eine 5, ja, oder Note 1, nehmen wir das positive Beispiel. Und dann kommt einer und sagt, boah, das sehe ich aber genau anders, so und so und so und so und so und so. Dann kann ich den argumentativ auf jeden Fall zerlegen. Ist gar kein Problem. Ja? Weil ich da im Thema bin. So, das könnte ich halt beim anderen Verein, beim anderen Spieler nicht. Ja, und das ist das Problem, was ich sehe. Klar kann ich meine Meinung dazu kundtun, wenn ich die Zeit und Lust hätte, mir was anderes anzuschauen. Aber ich könnte dann nicht auf irgendwelche Kritik in irgendwelchen Kommentaren drauf eingehen, weil ich gar nicht tief genug drin bin. Und damit fühle ich mich persönlich dann einfach nicht wohl. Ja, so, das ist so, glaube ich, das Thema, was ich habe. Nur um da mal kurz drauf einzugehen. Steve Richards, geil. Max Mustermann, sehr gutes Spiel von Deutschland, allerdings hätte der Sieg höher ausfallen können. In der Überzeit hätten sie mehr Dampf machen müssen, ansonsten schöne Tore von Deutschland, allerdings ein unglückliches Eigentor. Nee, das sehe ich komplett anders, erkläre ich dir auch sofort warum. Man hätte nicht mehr Dampf machen müssen. Wir reden hier über ein Turnier, ja, und man möchte natürlich den maximalen Erfolg haben. Und man möchte nicht jetzt sagen, wow, wir führen 3-0, wir geben jetzt nochmal 110%, um das Spiel 8-0 zu gewinnen. Das interessiert keine Sau. Ja, wichtig ist, dass du das gut und souverän zu Ende spielst, was wir getan haben, indem wir sogar noch 2 Tore erzielt haben und trotzdem ansehnlichen, guten Fußball gesehen haben. Aber man geht dann natürlich auch nicht mehr 110% rein, ne? Weil wir in 3 Tagen wieder spielen und dann spielen wir wieder in 3 Tagen. Dann spielen wir im Idealfall das Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. So, und was bringt dir das, wenn du dann das erste Spiel gegen die Schotten 10-0 gewonnen hast und dich völlig verausgabt hast und dann im Halbfinale schon keine Luft mehr hast und ausscheidest, weil du keine Fitness hast? Von daher, nein. Definitiv nein. Das war genau richtig, wie es Deutschland getan hat. Und wir haben ja trotzdem weiter versucht, den guten Ball zu spielen und den Ball nach vorne zu spielen und noch Tore zu erzielen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, wir leiten die Pille jetzt nur noch hinten rum. Ja? Aber nein, man hätte nicht mehr Dampf machen müssen. Aphobis, Sané, Note 6 minus. Martin, ich hatte mir von Schottland ein aufopferungsvolleres Spiel erwartet. Ein Sieg der Nationalmannschaft war zu erwarten, leider gegen einen an dem Tag richtig schwachen Gegner. Da ist es mit der Positionsbestimmung schwierig. Havertz für mich eher Kategorie, das geht besser, ansonsten haben eigentlich alle ein solides Spiel gemacht. Sofern sie konnten. Sané bei seiner Einwechslung leider von der Spur vielleicht. Bekommt er das im Laufe des Turniers noch in den Griff? Ich glaube nicht. Ich stimme dir zu, was Schottland betrifft, aber trotzdem musst du natürlich auch das erstmal dann so ausnutzen können, wie man es getan hat. Ne? Zu Sané, ich kann mir nicht vorstellen, wen sollte Nagelsmann jetzt rausnehmen? Ja, weil die Diskussion auch gerade so ein bisschen in den Medien da ist. Wen sollte er denn jetzt vorne rausnehmen? Sollte er jetzt einen Wirtz rausnehmen? Sollte er jetzt einen Musiala rausnehmen? Sollte er einen Havertz rausnehmen? So, wen sollte er von den 3 Offensiven da vorne jetzt rausnehmen, um Leroy Sané zu bringen? Sehe ich gar nicht. Ja. Und wenn Leroy weiterhin nur der Einwechselspieler sein wird, wird er weiterhin dieses dievenhafte, ich weiß es nicht. Vielleicht rafft der Leroy sich wieder, ja, das ist ja bei uns auch immer, er hat diese Phase, dann hat er diese Phase, vielleicht hat er jetzt in den ersten 2 Spielen diese dievenhafte Phase und vielleicht hat er danach in den Spielen eine andere Phase, ja. Wir werden es erleben. Nigen, nächstes Mal müssen Bayer oder Führig eingewechselt werden, statt Sané. Ja, also für mich war das auch keine Leistung, die wir von Leroy gesehen haben, wo man sagt, oh ja, den muss ich im nächsten Spiel aber wiederbringen. Aber du wirst sehen, dass ein Nagelsmann Sané wieder bringen wird. Weil wenn Sané Bock hat und die Form hat, ist ein Sané ein Unterschiedsspieler. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ne? Er hat ja alles. So.
Er kriegt halt nur nicht auf dem Feld. Und natürlich denkt Nagelsmann auch schon weiter und denkt sich, ah ja, in so einem engen Spiel, wenn es da mal K.O.-Spiele sind und dann hast du so einen Leroy, der so ein Spiel entscheiden kann. Also will er sich natürlich jetzt nicht verscherzen und deswegen wird ein Leroy sehr wahrscheinlich immer die erste Option für einen offensiven Wechsel sein. Könnte ich mir vorstellen, aber wir werden sehen, inwieweit Nagelsmann da das Leistungsprinzip gelten lässt. Henning Heuer, auch wenn du Bayern-Fan bist, ich habe mich über die Leistungen meiner Dortmunder gefreut, aber auch die Bayern, vor allem Musiala, waren gut. Ja, es geht ja jetzt hier auch nicht um Bayern gegen Dortmund oder Dortmund-Bayern, es geht hier um die deutsche Nationalmannschaft, wa? Michael, Sané hat der überhaupt einen Zweikampf gewonnen, viel zu viele Bälle verstolpert, für mich Note 5-. Jo. Justus, sehe das ähnlich wie du, sehr schönes Spiel, wobei die Taktik der Schotten unserer Mannschaft voll in die Karten spielte, ja. Vielleicht dämmert dem einen oder anderen, dass so ein Trainer vielleicht doch kein Vollpfosten ist. Wer gestern zuschaute und die letzte Woche mitbekam, was beim BVB los ist, der kann die Entscheidung bezüglich Hummels, Goretzka, Can jetzt vielleicht verstehen. Zu Sané, mir gefällt seine Art aufzutreten auch nicht, aber er hat derzeit gegenüber Wirtz und Musiala einfach das Nachsehen. Er kommt dann für ein paar Minuten rein und will sich dann präsentieren. Wenn dann nichts wirklich klappt, dann kann ich schon nachfühlen, dass er da nicht so ganz glücklich aus dem Trikot schaut. Ich glaube aber immer noch, dass er für den einen oder anderen guten Moment sorgen kann und wer weiß, was in dem Turnier noch alles passiert. Groß ist einfach phänomenal. Der spielt genau das, was er in der Pressekonferenz ankündigte. Wenn jemand Probleme hat, nicht weiß, was er mit dem Ball machen soll, hallo, ich bin da, gib mir den Ball und alles wird gut. Wäre nicht schlecht, wenn man da einen Nachfolger hätte. Okay, den muss ich nochmal durchgehen. Vielleicht dämmert den einen oder anderen, dass so ein Trainer vielleicht kein Vollpfosten ist. Den verstehe ich nicht. Auf den Nagelsmann bezogen, oder was? Also ich habe einen Nagelsmann noch nie für einen Vollpfosten gehalten. Entscheidung bezüglich Hummels, Goretzka, Can jetzt vielleicht verstehen. Also auch da war das bei mir jetzt keine Sache, wo ich sage, oh. Also ich habe einen Goretzka gesehen, das ist, was ich beurteilen konnte, und Goretzka ist völlig zu Recht nicht zur EM gefahren. Ja? Aber auch ein Sané hätte zur EM nicht fahren dürfen. Kimmich kann man drüber streiten, aber das ist auch nur meine Meinung. Das muss jeder für sich entscheiden. Zu Sané, nee, sehe ich leider komplett anders. Ich verstehe ja, dass man sich zeigen will, aber ein Sané ist jetzt auch keine 23 mehr. Ja? Sané ist was? 27, 28? Hat genug Erfahrung. Sollte wissen, wie man sich zu präsentieren hat, wenn man in so einem Spiel dann eingewechselt wird. Und nee, gehe ich nicht mit. Gehe ich absolut nicht mit. Ich erwarte da einfach was anderes als das, was er gezeigt hat. Ja, ist aber auch nur meine Meinung. Kann ja jeder für sich sehen, wie er mag. Ne? Nachfolger für Toni Kroos, ja, alles gut. Ja, wir müssen jetzt einen Toni Kroos auch nicht als den alleinigen Gott im Mittelfeld dahinstellen, oder was? Also, ich denke, es gibt andere, die das auch ausfüllen. Vielleicht nicht auf diese Art und Weise oder vielleicht noch nicht auf diese Art und Weise, gar keine Frage. Dass ein Toni Kroos gerade super wichtig für diese Mannschaft ist, das ist auch völlig zu Recht, ist völlig fein. Aber es geht jetzt auch nicht die Welt unter, wenn Toni Kroos nach der EM seine Karriere beendet. Captain Kurt, okay, war ein gutes Spiel, aber am Ende zeigt es sich gegen die großen Teams, da muss es zu enden. Ja, aber trotzdem kann man das Spiel ja feiern, so wie es war, oder? Blastron, für das erste Spiel war sehr ansehnlich. Die Spielanalyse sehr treffend. Kimmich in der ersten Halbzeit echt gut gespielt, in der zweiten Halbzeit aber wieder mehr im Mittelfeld rumgeturnt und seine Seite vernachlässigt. Da wird es bei stärkeren Mannschaften eng werden. Zu Sané für mich kein Spieler für Bayern und auch nicht für die Nationalmannschaft. Was er da abgeliefert hat, war nur Murks. Ja, ich denke, ein Kimmich konnte sich das aber auch einfach erlauben gegen die Schotten. Die haben ja offensiv nicht stattgefunden. Ich denke, gegen stärkere Gegner wird Kimmich auch wie in der ersten Halbzeit mehr seine Position halten. Gut, Londe. Ach, noch was. Ich glaube, du unterschätzt Gündogan. Heute hat er mal gezeigt, wozu er in der Lage ist. Traue ihm aber noch mehr zu. Der Pass vor dem Musiala-Tor war erste Sahne. Sowas kommt nicht von jedem. Nee, wer sagt denn, dass ich ihn Gündogan nicht zutraue? Ich wüsste nicht, dass ich das gesagt habe.
I don't know. GB, wenn der Vertrag von Sané verlängert wird, dann kotze ich im Strahl. Ja, me too. Christoph, so ist das. Wenn eine Mannschaft bereits im Mittelfeld verteidigt, dann hat der Torwart deutlich weniger zu tun. Ich mag den Nagelsmann-Fußball und wer weiß, eventuell kommen sie sogar bis ins Finale. Mal abwarten. Und zum Thema Leroy, irgendwie hofft jeder Trainer, dass er wieder das spielt, wieso ihn ein Pep auch mal geholt hat. Bevor ich weiterlese, was denkst du denn, warum ein Pep ihn denn hat gehen lassen? Pep ist ja nicht dumm. So, wenn Pep meint, Leroy hätte das Niveau oder könnte das Niveau über eine Saison bringen, hätte er ihn ja niemals gehen lassen. Leider sieht man davon bei ihm so gut wie nichts mehr. Manchmal hat er aber hier und da dank seiner Qualität das eine oder andere Tor gemacht oder vorbereitet. Aber eben viel zu selten. Und darum nimmt man ihn immer wieder mit. Eventuell schafft er es ja heute, aber irgendwann muss man auch aufhören, auf Glück zu hoffen. Und anderen Spielern die Chance zum Spielen geben. Aber das macht dem Nagelsmann doch. Leroy spielt ja nicht von Anfang an. Nagelsmann hat das mal nach einem Spiel bei Bayern gesagt. Wenn Leroy das abruft, was er kann, ist er einer der Besten. Ja. Aber wie wir alle sehen, kann er das schon länger nicht mehr so abrufen, wie sich das jeder Trainer wünschen will. Ja. Aber Nagelsmann macht es ja aktuell genau richtig. Young Drums, die Eröffnungsfeier muss weg. Man hat ja das Singen der Hymne. Ja, keine Ahnung, ich habe nur die letzten 2-3 Minuten gesehen der Eröffnungsfeier. Chris, also, muss sagen, bin positiv überrascht. Ein erstes Spiel ist immer schwer und dafür war es gut. Auch, dass alle wirklich wissen, wo sie stehen und wer wie spielen soll. Mal ausgenommen, Sané, der wieder bockig spielte, weil er wohl nur eingewechselt wurde, waren alle gut. Man kann natürlich sagen, die Schotten waren schwach, aber trotzdem der höchste EM-Sieg der Geschichte. Macht Lust auf mehr, schön ist das wieder, die Fanmeilen voll waren und überall gute Stimmung. Das tut dem Land auch mal gut. Ja. Jakrit, Kimmich Vorlage zum ersten Tor war der wichtigste Pass des Spiels. Damit fing alles an. Okay. Der da. Ich bin immer noch unschlüssig, wie ich Havertz als Spitze finde. Er hat jetzt einen Elfmeter verwandelt, seine Pässe und Läufe waren gut, allerdings kann Fülle auch aus dem Spiel treffen. Das ist Havertz so nicht gelungen. Er soll ja auch die Bälle für Wirtz und Musiala klar machen, aber es wird auch Mannschaften geben, die die beiden aus dem Spiel nehmen können. Da wäre ein Stürmer wie Fülle von Nutzen. Aber bisher bin ich überzeugt, dass Nagelsmann auch dieses Problem lösen wird. Ja, es heißt ja auch nicht, dass ein Füllkrug da nicht spielt, oder? Also ich denke, Nagelsmann wird nicht so blauäugig sein, wenn da ein Gegner kommt, in der er das aus dem Spiel nimmt, dann Füllkrug einzuwechseln oder ihn sogar in die Startelf zu stellen. Also. Viktor, wenn man diesen Fußball sieht, denkt man sich, was hat man sich da von Bayern über 34 Spieltage gegeben? Hoffentlich wird es mit Kompanie besser. Viktor, 100% richtig. Ajeng, sie ist vielleicht die bescheidenste und herzerwärmste Person, die es gibt. Lasito, die Schotten waren auf einem Niveau, das reicht nicht für die 4. Liga. In einem 5-4-Block solche Lücken. Katastrophe. Und der Manu war auch nur zur Deko im Tor. Ich fand uns okay. Ein Großer hat 99% Passquote, aber bei dem Raum, den er bekommen hat, ist das kaum ein Wunder. Kein Anlaufverhalten, kein dichter Block, nichts. Das 2:0 war eigentlich immer falsche Entscheidung. Aber trotzdem landet der Ball im Tor. Ja. Phileas, cool, doch. Noch ein Video. Spiel war top. Adam, Deutschland schickt Schottland 5:1, das war so nicht zu erwarten. Die Stimmung war top und wir sind mehr als gut gestartet. Jetzt nicht nachlassen und durchziehen, dann kann das eine gute EM für uns werden. Ja, werden wir sehen, ne? Christian, hattest du nicht irgendwann mal gesagt, dass dich die Nationalmannschaft null interessiert? Wie kommt der Sinneswandel zustande? Es gab keinen Sinneswandel. Wenn du hier nur ein klein bisschen aufmerksam wärst, hättest du mitbekommen, dass ich das von Anfang an kommuniziert habe, dass ich seit Jahren keine Nationalmannschaft schaue, dass ich dann gesagt habe, wo Nagelsmann Nationaltrainer wurde, dass ich mir den Nagelsmann Fußball gerne anschaue in der Nationalmannschaft. Da ich den Nagelsmann Fußball sehr gut finde, dann habe ich gesagt, ja, ich werde mir die EM-Vorrunde geben mit den Deutschlandspielen, werde dazu dann zu den Spielen auch was sagen und werde sehen, ob die Nationalmannschaft mich wieder begeistern kann. Das wurde von Anfang an kommuniziert, nichts anderes. Den Rest spare ich mir. Aphobis, du bist echt ein Fußballverrückter. Ja, danke. Alexander,
Ein heißer Sommertag macht doch kein heißes Sommermärchen. Schottland zu schwach, um schon Schlüsse zu ziehen. Aber der Anfang ist gemacht. Bitte weiter so, gutes Spiel. Aber Sané wie bei Bayern einfach eine Lachnummer. Hartwig, für mich auffallend, dass bei der Nationalhymne endlich einmal nahezu alle deutschen Spieler erkennbar mitgesungen haben. Kann mich auch nicht erinnern, dass das Publikum mal so kräftig mitgesungen hat. War Gänsehaut-Moment. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Alibi-mäßig die Lippen bewegen ist für mich kein Mitsingen der Nationalhymne. Wenn du dagegen dir die Schotten anschaust, wie die in der Nationalhymne singen oder viele, viele andere Nationen, sind wir noch ganz weit davon entfernt. Aber auch nur meine persönliche Meinung. Snackmonster. Chrom, Hauptsache die Vielfalt hat gewonnen. Deswegen freut es mich besonders, dass unser Rüdiger ein Tor geschossen hat. Lass mich kurz was gucken. Ich weiß nicht, wie ich deinen Kommentar jetzt auffassen soll. Und wegen die Vielfalt hat gewonnen. Ich weiß nicht, inwieweit der gemeint ist. Du kannst das gerne nochmal ausführen, wenn du magst, unter diesem Video. Ansonsten werde ich dich hier wegbannen. Oldschool. Es sah eher aus wie ein Trainingsspiel, denn Schottland hat keine ernsthafte Gegenwehr geleistet. Nicht ein gefährlicher Torschuss. Die Mannschaft hat Lust auf Fußball und tritt geschlossen auf, daher ein sehr guter Auftakt, der hohe Erwartungen weckt. Ja. Gut, Leute, die Frage wird sein, haben wir die Schotten aus dem Spiel genommen, weil wir so schnell und sicher agiert haben und die Schotten gar nicht ins Gegenpressing gekommen sind, weil wir sie so sehr beschäftigt haben? Oder haben die Schotten alles falsch gemacht und uns zu sehr haben spielen lassen, was dann faktisch auch zu sehen war? Die nächsten Gegner werden diese Fragen beantworten. Bin gespannt, ob Kai darauf eine Antwort hat. Die Schotten waren super schlecht die ersten 20, 25 Minuten. Und das nicht nur, weil wir schnell und sicher agiert haben. Ja, die Schotten, die Gegenwehr hat einfach gefehlt. Ja, sie haben uns machen lassen. So, wenn du einen schlechten Tag hast, keine Form hast, gerade die Schotten, dann bist du enger am Mann, haust dich in die Zweikämpfe, bist ekliger, so wie es dann in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen besser war von den Schotten. Also die Schotten waren nicht da. Ja, die haben sich, weiß ich nicht, vielleicht vercoacht, vielleicht aufgrund ihrer guten Ergebnisse in der Quali haben sie gedacht, wir können vielleicht das Spiel ein bisschen selber gestalten gegen Deutschland, anstatt uns darauf zu fokussieren, erstmal die Deutschen aus dem Spiel zu nehmen. Nichtsdestotrotz, ja, haben wir dann aber trotzdem schnell und sicher agiert. Ja, also ich denke, es ist schon eine Mischung aus beiden gewesen. Wir waren stark, die Schotten waren aber auch super schwach. Gerade die erste halbe Stunde, meiner Meinung nach. Dummo Jummo, der FCB sollte Sané verkaufen. Ja, sollte er. Gerard, für mich war alles gut, aber um eine Note zu geben, warte ich auf das Spiel gegen Ungarn. Danach wird man sehen, was wirklich in dieser Mannschaft steckt. Okay. Bei Rüdiger bin ich wie du, fußballerisch sehr gut, aber den Spieler kann ich auch nicht leiden. Und das seit einem Sprint in der WM mit dem Japaner, um zu zeigen, was er für ein toller, schneller Spieler ist. Sowas macht man nicht. Er hatte ja dann im Spiel die Quittung dafür bekommen. Ja, ich weiß, was du meinst. Bajkovic, Bayern, viel Spaß mit Sané, der wird sich nie ändern, immer das Gleiche mit dem. Ja, wird er auch nicht. Karl Rums, ich mag Rüdiger durch seine großspurige Auftreten auch nicht. Kimmich fand ich gut. Sisi, bitte mal auf dem Teppich bleiben. Die Schotten waren erschreckend schwach. Im Achtelfinale gegen Italien, Spanien und England könnte es deutlich schwieriger werden. Natürlich sollte es in einem Achtelfinale gegen eine stärkere Nation schwieriger werden. Aber warum soll man das 5-1 nicht so bewerten, wie man es gesehen hat? Soll man das 5-1 jetzt schlecht reden und sagen, oh, die Schotten waren so schlecht, wir haben gar keine Chance gegen ein stärkeres Team oder was? Was ist denn los mit euch, ey? Mir wirft man immer vor, ich bin zu negativ, aber das ist ja, natürlich wird's gegen eine starke Nation ein ganz anderes Spiel und ein schwierigeres Spiel. Das steht ja außer Frage. Jerry, Spiel war ganz okay. Schöne Leistung, 50 Minuten gegen 10 Mann mit 13:0 Führung gegen die Mannschaft, die uns am besten liegt, sagt jetzt aber nicht viel. Da konnte nichts schief gehen. Ich hatte 3:1 getippt, Ungarn wird unangenehmer, denke ich.
Jeff Berger, Sané macht da weiter, wo er aufgehört hat. Es wäre besser gewesen, ihn nicht zu nominieren. Ja, sehe ich genauso. So wie Goretzka. Man fragt sich, was für ihn gesprochen hat im letzten halben Jahr, was ein Nagelsmann dazu gebracht hat, ihn zu nominieren. Nichts. Sportlich gesehen, nichts. Ja. Einzig und allein, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, die Hoffnung, dass ein Sané mal einen guten Tag hat und Bock hat und in einem Spiel, wo wir dann nicht das Ding schon safe haben, er eingewechselt wird und durch eine gute Aktion, ähnlich wie bei uns gegen Real, dann was einleitet. Das ist der einzigste Grund. Aus sportlicher Sicht gibt es keine Rechtfertigung, einen Sané mitzunehmen zu dieser EM. Das letzte halbe Jahr war eine Katastrophe bei uns. Shortdates, hey, lass die einfach mal zocken. Das wird's schon. Wow. Katrin, starke Leistung gegen 10 Schotten, Wahnsinn. Größenwahn ist Grüßen. Alter, komm hier. Junge, habt ihr alle einen an der Murmel, Alter. Ich kann mir diese Scheiße einfach nicht mehr geben. Tschüss, geh einfach. Neo Matrix, Groß war ein bärenstarker Leader, sowas fehlt Bayern seit Jahren. Dass uns ein bärenstarker Leader fehlt, gehe ich mit. Ob das Groß wäre, wage ich zu bezweifeln. Alicia, Sané wieder unterirdisch. Leider. Jetzt bin ich ein Skeptiker, Alter. Gerade war ich da noch der absolute Irre, weil ich das Spiel so bewerte, wie es war. Halt einfach ein sehr gutes Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Und jetzt bin ich ein Skeptiker. Wild. Hans Landau, wenn Deutschland so weiterspielt, dann werden sie bei diesem Turnier noch Weltmeister. Geil, oder? Real, Deutschland holt sich den Titel, vertraut mir. Mupp, nur die Bayern-Spieler performen nicht. Aha. Ja, ich denke auch so Musiala hat nicht performt. Ich denke, so ein Kimmich hat auch nicht performt, oder? Neuer können wir schlecht beurteilen. Müller hat auch nicht performt. War auch nicht zu sehen. Ja, schon starke Aussage. Wolfgang, dieses Spiel hätte man auch mit der U23 gewonnen. Kann man nicht als Maßstab nehmen. Trotzdem 3 Punkte, egal wie. Jubai, naja, abwarten. Was gegen Ungarn und der Schweiz geht. Christian, die Schotten stellen sich gegen eine Ballbesitzmannschaft hinten rein und lassen sich abschießen. Gut für Deutschland, gut für die Stimmung, gut für Selbstbewusstsein, gut für die Euphorie. Aber ein wirklicher Stresstest war das nicht. Gegen Gegner, die gut pressen, braucht es deutlich mehr. Mal sehen, wie die Mannschaft zusammenwächst. Jo, hat ja auch niemand abgestritten. Und das sehe ich ähnlich. Ja. Max Albert, man darf das Spiel nicht überbewerten. Schottland für mich bei dem Turnier nicht konkurrenzfähig. Wohl einer der schwächsten Teams bei dem Turnier. Haben bei dem Spiel so gut wie nichts hinbekommen. Kann mich kaum an einen so schwachen Gegner in einem Eröffnungsspiel erinnern. Das 3:0 war für mich kein Elfmeter, da beide zum Ball hingegangen sind und der Schotter auch den Ball getroffen hat. Aber leider auch das Schienbein von Gündogan am Ende. Also so wie der da reingegangen ist, ist das für mich ein klarer Elfmeter gewesen. Man kann nicht so da reinspringen, mit der offenen Sohle auf das Schienbein. Ob man dann den Ball spielt oder nicht, spielt keine Rolle. Nach der roten Karte ging es für die Schotten nur noch um Schadensbegrenzung in der zweiten Halbzeit. Das 5:1 hätte auch nicht fallen können, da es über die 3 Minuten Nachspielzeit schon viel so... Ich mag, wie Musiala einfach checkt, wie er mit seinem Kumpels einfach zockt. Das ist das, was Fußball ausmacht. Was Musiala macht, hat Hand und Fuß. Okay. Bam! Tar hat jeden einzelnen langen Ball abgefangen und einige Dinger geklärt. Klare Note 1. Jo, ist doch schön für dich. Hans Landau. Sané hatte einfach keine Lust. Steht ja in den Gazetten. Immerhin hatte er die Haare schön. Aha. Ich fange jetzt hier nicht wieder an, auch auf dieses Zeitungsthema einzugehen. Neo Matrix. Bayern, bitte nehmt euer Festgeldkonto in die Hand und kauft Wirtz. Das Duo Wirtz-Musiala funktioniert klasse. Wäre schade, so ein Talent an Real zu verlieren. Jo. Andrasch. Sané ist leider wie Müller abgefallen. Ansonsten Neuer ohne Befund. Musiala, Wirtz, Füllkrug, Groß und Gündogan top. Kimmich und Mittelstädt, Havertz ordentlich, Rest okay. Christian Sané alles andere als völlig losgelöst. Und Kimmich verdient sich den Spitzennamen Querpass Kimmich oder Rückpass Kimmich. Mit ihm wird jedes Spiel langsam. Ja, trotzdem war das 1:0 vorbereitet, wa? Triumph.
Also Müller und Sané sehe ich leider gar nicht, warum die überhaupt dabei sind. Beim Rest habe ich ein gutes Gefühl. Ja, Sané stimme ich dir zu, Müller widerspreche ich dir vehement. Christian, Nagelsmann zu schlecht für die Bayern, wurde damals von Hoeneß rausgeschmissen, beziehungsweise hat Hoeneß den Nagelsmann von Bratz und Kahn rausschmeißen lassen, damit er ihnen das alles irgendwann in die Schuhe schieben kann. Alter, ich weiß nicht, was der Kommentar hier gerade unter diesem Video soll. Christian. Von daher werde ich da nichts zu sagen. Gut, Ungarn wird viel schwerer werden. Wahrscheinlich. Wir werden es sehen. Sevilla, Musiala muss den Verein wechseln, um Gigantisches leisten zu können. Ja, völliger Schwachsinn, die Aussage. MOK, zu viele gelbe Karten ohne Not und das Eigentor. Positiv wird's Musiala, Fülle, Havertz. Man of the Match, Groß, Ilkay. Okay. Ducci, Schottland erschreckend schwach und total überfordert, das kann kein Maßstab sein. Schön für die Zuschauer, aber ohne Wert gegen die wirklich starken Gegner zeigt es sich. Nee, es ist nicht ohne Wert, weil es 3 Punkte in der Gruppenphase gibt. From Hell. Sané macht sich selber alles kaputt, Kopf runter und versucht alles alleine, was überhaupt nicht klappt. Ja. MLK, meine Frau meinte, dass ihr Sohn nie im Leben ein rosa Trikot abbekommt. Ja, muss er ja nicht. Bräuchte, wenn ich das anziehe. Max Albert, verstehe immer diese Hypes nicht bei solchen Konstellationen. Es war heute ungefähr so, als ob Bayern gegen die Tabellenletzten spielen würde. Ja, deswegen hat der FC Bayern dann auch 0:1 gegen Bremen zu Hause verloren und 3:2 in Bochum und. Ja, ein sehr guter Vergleich. Und ich weiß nicht, wie er immer auf Hype kommt. Also, nochmal. Wir setzen uns hin. Wir gucken ein Fußballspiel. Wir sehen eine sehr starke Leistung unserer Mannschaft. Warum soll man das dann nicht kommunizieren? Sollen wir das dann in Grund und Boden schlecht reden? Nur weil der Gegner vielleicht schwach war? Hans, Sané hat nicht nur schlecht gespielt, sondern auch egoistisch bzw. nicht mannschaftsdienlich. Er musste unbedingt zeigen, dass er der Held ist und dann wurde das so ein Reinfall. Wenn Wirtz jetzt keinen Leistungseinbruch hat, dann sollte Sané kein Spiel mehr machen. Mit der Leistung wird Bayern Sané einen neuen 5-Jahres-Vertrag mit 17 Millionen Euro pro Saison geben. Sein Gehalt wird dem Verkauf von De Ligt finanziert werden. Aha. Hast du mit dem Sportdirektor gesprochen oder was? Hast du Max angerufen oder? Den lese ich noch nicht mal vor. Real. Schönes Spiel gegen einen zahmen Gegner. Musiala konnte über den ganzen Platz dribbeln, schön zu sehen, was er kann, wenn er will. Kimmich und Gündogan bis auf die Torvorlagen schwach, zig Ballverluste und schlechte Aktionen. Nach der Torvorlage wurde Gündogan durchgehend vom Kommentator abgefeiert, nicht nachvollziehbar. Dass Gündogan die Kapitänsbinde trägt, scheint die Vielfaltskampagne geschuldet, von mir aus. Groß ist der Boss auch ohne Binde, nicht gefordert, aber solider Ruhepunkt der Mannschaft und Gestalter. So viel Raum wird aber auch er gegen keinen anderen Gegner haben. Insgesamt im Vergleich zu den letzten Spielen fast schon erfrischender Auftritt. Kein Querpassfestival, sauberer Spielaufbau von hinten nach vorne mit Zug zum Tor. Hier und da sogar Abschlüsse aus der zweiten Reihe, dank Julian Nagelsmann. Das Tor von Füllkrug 10 von 10. Einfach mal drauf, genau das will ich sehen. Auch die Angst vor dem ersten Gegentor ist nach dem 5:1 weg, ein nahezu optimales Auftaktspiel. 83 Millionen Bundestrainer sind vorerst von Kollege Nagelsmann begeistert. Hat Lust auf mehr gemacht, muss aber in Spiel 2 bestätigt werden. Chris Wallis, Magic Musiala. Ja, Leute, das waren eure Kommentare zur Nationalmannschaft. In diesem Sinne, kurz und schmerzlos. Schwarz-Rot-Goldene Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support. Gruß und Kuss geht raus. Und nun noch mal ein paar O-Töne zur Nationalmannschaft. You're the top striker Ich muss dir zuhören. of the whole world championship. How does that make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck.
Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren. Ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was für ein Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, der Günther, was die früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher. Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum Die Schärfe bringt ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja, ich habe doch keine Schärfe jetzt da Ja, reingebracht. du ganz nicht. ehrlich. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast 3 Weizenbier getrunken, ein bisschen locker. Also in der Mannschaft ist es kein Thema. Ich denke, 80% von euch und ich kauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.